Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Mark. Yay, neue Folge, kurz und bündig. Du weißt, dass Haft ist. Kann ich auch was Sektor Basket. Was Rap? Das, was ich mache, ist kanakisch. Also. Welcome, ladies and gentlemen. Hey, Steve Merson? Mach das scheiß Intro. Heute machen wir die Frage. Liebe Leute, welcome zu einer weiteren Folge. Kurz und bändig. Und heute nehmen wir uns. Mashallah, Bro. Heute nehmen wir uns speziell Zeit für euch. Ihr habt richtig gehört, das wird wieder eine Community-Folge. Community-Folge? Nein. Ich hasse, wenn du das machst. Ja, wenn wir den Kopf haben, ich muss machen. Hasse, Ich lebe doch. Eigentlich müssen wir. Das Masala, Bro, müssen wir rausnehmen. Ja. Und der müsste reinkommen. Von dir aber. Wie du machst. Nein, schon als DJ, so der richtig. Aber wieso schreist Sorry. Jetzt ist besser. Chill. du? Lang nicht ab, Bro. Chill. Nein, Bro, lang Ich nicht würde ab. einfach mal. Adios. Also, auf jeden Fall, das wird eine Community-Folge. Und was machen wir in dieser Folge? Keine Ahnung, Bruder, was machen Sachen? Wir machen das, was wir in der Community-Folge immer machen. Und zwar gehen wir auf Fragen von euch. Frage von euch. Genau. Es hat wieder einen Haufen Fragen gegeben. Stimmt oder Ich würde sagen, jetzt angesammelt letzte 2-3 Mal, wo wir haben schon 2-3 Mal angekündigt, dass es Fragen von ihnen geben wird. Sind aber nicht groß drauf eingegangen, aber dafür gibt es eben genauso Folgen wie heute, wo es nur um das geht. Krass. Uncut, offen und ehrlich. Offen und ehrlich. Keine Frage wird da verschont. Und wir sind direkt und straight. Jetzt hast du Wie- total, als wäre eine richtig geile Folge. Geile Frage gekommen, aber es geht. Ich weiß doch, also das Ding ist, wir haben ein paar Mal haben wir ja einen Sticker rausgelassen, so wie hey, fitz mal etwas drin. Ja. Und heute haben wir, wo wir aufnehmen, ich glaube, wir haben vor 2-3 Wochen schon mal Ja. und dann nochmal vor 1-2 Monaten. Okay. Und jetzt hast du das so gesagt, aber wir haben nichts vorbereitet. Okay, ja, Jetzt, willkommen im Kurz- und Midi-Podcast. So. okay, aber ich meine, wie holst du jetzt die Frage für vor 3 Monaten? Du bist ja jetzt nebendran da am Suchen gewesen, während ich am Raiden war, nicht? Oder hast du nur die von heute Die von rausgesucht? heute, ja. Okay. Ja gut, ja. Du kannst sagen, Bro, gell, wenn du keinen Bock hast. Nein, Bro, aber ich... Sag Also, nur. einfach so, wir machen jetzt das. Ah, okay. Nicht? Nein, aber wir können schon, aber dann muss jemand die Frage für suchen. Nicht? Nein. Scheiße. Ja, Also gut, dann gib mir schnell einen Moment. ja Alter. kein Problem, Bro. Dann gib mir schnell einen Moment. So. Bis ich da ein bisschen rauskomme, weil Aber- etwas, was ich bei The Gram, wenn du willst, alte Stories anschauen, du kannst nur über Archiv. Ja. Okay, ich habe früher immer, willst du hören wie? Ja? Ich habe Highlights gemacht. Oh mein Gott. Und nachher kann ich bearbeiten. Und dann nachher wie so die Highlights angeschaut und dann siehst du dort, wer was geschrieben hat und was für Strick ist. Ah. Dumm eigentlich, aber ja. Ja, gut. Technologie. Hey, yo, Technologie. Heute habe ich aber einen neuen Fakt erfahren, den ich gar nicht gewusst habe. ein neues was? Ein Fakt. Ja? Habe ich jetzt mit 29 erfahren, ich habe es nicht gewusst. Wer sagt das von... Ja, ich kann es gar nicht sagen, das... I'm loving it. Aha, das ist der Justin Timberlake. Ich habe bis heute gedacht, das ist der Clown. Der Clown? Der selber wusste. Ah, der Ronald McDonald? Nein. Das ist der Jingle von McDonalds, wo er sagt eben das I'm loving it. Das ist der, Einfach von ihm. Das ist Justin Timberlake. Aber er hat wieso genug Geld bekommen dafür, dass er sich nicht credited tut. Also er sagt, wieso... Er ist eigentlich Ghostwriter. Okay, also Mac ist seine Idee gewesen. Ja, quasi. Quasi, okay. Schon heftig. Meinst du, du werden wir irgendwann mal... Ich auf der Big Tasty, du Hurens. Hey, vielleicht gibt es bald einen anderen Jingle, wo wir einen Satz sagen, der sehr bekannt ist. Checkst du? Ja. Nein, Mann. Wenn wir kurz mal, bevor wir auf die Frage gehen, nur kurz und knackig, was haben wir heute gemacht? Kurz und knackig, weil das kommt ja dann raus, wenn schon... Ja.
Kann gut sein. Kann sie, aber kann auch nicht sein. Auf Genau, jeden Fall also- das, was man könnte sagen. So Ja, grob. Hey, wir haben heute ein Shooting gehabt, weil wir... Shoote. Shoote, Papa, Shoote. Checkst du wegen? Ja. Ute, Papa, Ute. Weil wir machen ein neues Intro. Also ein neues Podcast-Cover gibt es gibt ein neues Intro. Genau. Ja, nicht quasi Staffel 3, wenn so willst. Irgendetwas, genau. Wenn Woody wir- hat auch mitgemacht. Genau, wenn wir ein Staffelsystem hätten, so, dann wäre das jetzt Staffel 3. Wir haben ja schon mal unser Cover gewechselt. Weißt du noch, unser allererstes Cover? Wo wir dann müssen nachher rausnehmen, weil der Hafter, der Katar gesagt hat, Bilder von uns gehen nicht. Also nicht direkt, aber... Aber genau. ja. Ja, mit am Anfang haben wir ja das ich sage jetzt mal, Konzept gehabt, dass wir verschiedene Köpfe rein da haben. Und, also ich und du in verschiedenen Situationen. Und dann haben wir irgendwann gewechselt auf das Bild. Ja, Noch genau. ein bisschen professioneller. Und jetzt machen wir wirklich ein Shooting. Jetzt haben wir ein Shooting gemacht im Studio mit dem Flavio Leone. Mhm. Meiner Meinung nach einer der kränksten Fotografen von der Schweiz. Er hat, also... Du weißt ja, wie ich... Tschüss. Du... Mir steckt- Ist das mir steckt- Nüsse oder so? Ja, mir steckt ein Stück Nüssli im Hals. Mhm. Sag du Bock. Weißt du, was anderes nicht im Ja, Hals? gern, Bro. Gern, Bro. Eigentlich gern. Okay. Fast mal gern. Sehr gern. Ja? Eigentlich, so direkt fragst du, sehr gern. Also, wieso gibst du denn nicht? Das ist ein Podcast für jeder Mensch. Jeder Mensch. Für ein jeder Mensch. Du hast gesagt, für ein jeder Mensch, oder? Ich sage für jeder Mensch. Ich glaube nicht. Also das ist ein Podcast für jeder Mensch. Okay, ist gut. Also, Ja, weil man sagt ja nicht mehr jemand, man sagt je Mensch. Das ist, also, je Mensch ist eigentlich nicht Deutsch. Aber wie sagst du letztes Mal, du das geschrieben? Ich schreibe das auch, ja. Wo habe ich das geschrieben? Wir sind auf eine Story markiert worden, du so, hat je Mensch Mhm. gesagt, wir machen das und das. Ah ja? Ja, es kann gut sein, ja. Ich bin... Hast du es sogar gefüttert, oder? Nein, ich wollte schon, damit du checkst, von was ich rede. Ja. Aha, okay, check ich. Hey Bro, ich benutze auch je Mensch, weil halt jemand... Jemandem gefallen willst? Oder Nein, weil es einfach nicht eine inklusive Sprache ist. du bist ein Löwe, du bist ein Bruder von den Streets, für Streets, für je Mensch, Einfach ein Bruder. jeder Mensch, kann man so sagen. Ja. Und ich meine, eben, es ist einfach eine inklusivere Sprache, aber es ist ja nicht richtig Deutsch. So. Ja, okay. So, Aber eben, ich habe eben das Gefühl, also wir können heute auch eine Folge machen, wo wir einfach ein paar Fragen beantworten und wenn sich aus dem raus, ein Gespräch entwickelt. dann eben, dann muss das nicht 100% Ja, nur sicher, Fragen aber es sein. sind ein paar gute Fragen, weißt du? Ja, So. dann gib ihm. Was wäre, wenn Kurdistan ein offizielles Land wäre? Krass, richtig gute Frage. Ich sag, Sorry. So bist du übrigens gewesen vor 3 Wochen. aber das habe ich dir auch erklärt, Bruder. Ja, Vielleicht ja. ist nicht gut, wenn wir. Egal. Also, auf jeden Fall. Das hörst du so oft. Was wäre, wenn Kurdistan ein offizielles Land wäre? Was wäre? Ich weiß, was sicher mal wäre. Was wäre? Die Mutter könnte endlich ihre Familie besuchen. Ich schwöre, Bro. Erstens das. Ja, also Bro. Zweitens, Mhm. es wird sicher, sage ich jetzt mal so, etwa 150.000 weniger Kinder in der Schweiz geben, die mit 1. Mai auf die Straße gehen. Mit Kurdistan-Flagge. Weil dann gibt es andere Gründe, um auf die Straße zu gehen wahrscheinlich. Checky. Bro, also das Ding ist ja leider bin ich ja nie im Köy gsi. Ich bin ja nie in Dersim gsi. So Im Dorf, für die, die nicht wissen, Genau, Köy ist im Dorf. Im türkischen Teil von, im kurdischen Teil von der Türkei. Danke. Schon, hä? Danke. Jetzt kommt wie so, weißt du der eine YouTube-Kommentar, wo so einer geschrieben hat, ich habe gedacht, die sind Kurda, weil Kurda reden Kurdisch. Ja, so. Ich so, Bruder, krass, Bruder, du hast einfach schnell uns auseinandergenommen, einfach jede Kredibilität. So. Okay, wir sind kein Kurda, jetzt ist es gefickt. So, Hurensohn. Ich bin leider noch nie in Dersim gsi. Ja. Aber ich kann feststellen, dass Jahr gehen. Einfach zum ein den Toprak, weißt du, unseren Boden erleben. So. Ich habe dir ja erzählt, also ich bin das erste Mal in meinem Leben bin ich in die Türkei mit 14. Ja. Vorher habe ich das nie. Ja, genau, vorher hast du nicht gewusst. Ja. Ich bin, wer bin ich gewesen? 10. Ah doch, auch erst so spät. Ja, aber wir haben, wenn ich 10 gewesen bin oder 9 haben wir den Schweizer Pass bekommen. Dann, ja, ich glaube, wir sind 9, ich bin doch mit 10 bin ich gekommen, ja. Aber du bist ja ziemlich jedes Jahr in der Türkei gewesen. Ja.
Jeder Sommer zum Beispiel. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Genau, oder? Und ich meine, das ist ja etwas, wo viele Menschen aus der Diaspora haben. Oder sie gehen jeden Sommer runter. So. Das ist schon das. Kennst du, wenn so Schweizer sagen, bist du in der Ferien du nicht gewesen? Ey, du Sohn. Los zu. Hey, Bro, er versucht nur Teufel Gespräche, Bro. Er ist voll okay. Er ist unter Fall. Also, Ja, das ist ja logisch. Er ist dumm gewesen. ja, Dumm. aber eben, weißt du, so, das ist so ein Ding, oder im Sommer die lange Fahrt runter, so mit dem Auto und so, das ist etwas, was du voll checkst, Ja. weil du hast das erlebt. So. Und ich habe das ja nie erlebt, weil... Ja, Bro, es ist nicht ein krankes Erlebnis. Ja, Du musst nein, einfach aber, nicht gerne 3 Tage Auto fahren. Ja. Aber, nein, aber das ist ein volles Ding, nicht? Also, weißt, ja, so, ja, es ist Max. Also, schon seit die ersten Gastarbeiter auf Deutschland gegangen sind, schon 1970, 60, 80 sind schon die ersten durch den Balkan und Türkei. Weißt du? Ja, eben, und ich meine, das ist wie so eine Erinnerung, die du teilst mit ganz vielen anderen Menschen. Weißt du? So der einen Tag auf dem Boot am Schlafen dort wegen. Nicht? Nein. Auto. Ach so, jetzt. Nein, Soll ich Boot mit Flücht assoziiert? Ich so, das ist chill nicht mal. gut. Nein. Also, ich kann, es gibt 2 Strecken. Es gibt entweder gehst du von Schweiz Italien, Italien fährt auf Griechenland, von Griechenland dann auf Türkei. Oder du sagst, weißt du was, ich gebe einfach auf alles einen Fick und fahre durch den ganzen Balkan. Der ganze Balkan Deluxe quasi. Ja, alles mögliche. Das ist, also wirklich, das Ja. ist Folter. Ja. Weil an den Grenzen machen es so. Sie wissen, dass jeder Kennex sein Auto bis zum letzten Millimeter gefühlt hat. Und dann machen es so. Komm schon, alles raus. Nein. Aber das Ziel ist, dass du, wie du sagst, Ja, komm da, das 20 angeben, Schuss. weißt, alles rausnehmen. Ja. Da 20 Schuss. Aber eigentlich könntest du voll easy etwas schmuggeln, Mensch. Ich sage mal so, ich glaube, es wäre möglich, zum Sachen über Grenzen bringen, ohne dass groß geschaut wird. So, ich denke, es ist möglich. Ob das jemals passiert ist oder ich gemacht habe, ich glaube es nicht. Aber ich denke, du kannst sehr gut bis mit Österreich eigentlich. Ja. Ich glaube, erst wenn du an der Schweizer Grenze bist, kommt der Schießer. Krass. Und denkst, wenn jetzt mal einmal an einem von diesen Bullen Da ist mal auch. sagst, ey, da 20 Schuss, noch sagt er dir, hast du mich gerade versucht zu bestechen? So, also jetzt in der Schweiz oder du? Nein, du nicht. Ja. Was wird dann passieren? Bist du dann am Arsch? Bro, dann verdoppeln. Dann ist einfach doppelt geben. Dann meinst du, da 40, komm. Also, Bro, an der Grenze, bulgarische Grenzpolizei hat sich bestechen lassen von uns. Krass. Was völlig normal ist. Ja, krass. Mein Vater natürlich der schlauste Mensch. Er geht nach der Grenze, geht rechts anhalten. Ich so, Baba, fahr weiter. Weil, fettes Auto, Aushändigsnummer-Schild, wir sind an der Grenze. Irgendeiner muss einfach Geld verdienen und kommt zu dir und sagt, ey, komm schon, gib Geld. Es kann passieren. Was passiert? Was passiert? Ja, genau, wenn ich komme. Wegen was? Einfach so, komm hier, Passport. Nachher mein Vater so, ich bin gerade zurück, komm hier, Chorba para. Nein. Ja, weißt du, gib mir super Geld. Krass. Und dann mein Vater, er so, lange Zeit. Und er so, komm hier, ein bisschen mehr. Krass. Und dann mein Vater tut 20er Noten rein. So, er macht so, ist gut, schönen Tag. Aber es ist gar kein Posten, nichts, das ist einfach dort am Hocken gewesen. Also, wenn die So Welt lustig. einfach ich habe 20 Euro und nimmt er dich aus. Und dann, wenn du sagst, nein, ich gebe dir nicht? Dann wirst du gefickt. Also dann dünnt sich auf die Seite, Bro, und sagt, Tamam, du hast so viele, pack alles aus. Krass. Eben, das Ja. habe ich ja wie nie erlebt, oder? Ja, safe. Also Aber- du willst unbedingt mal auf der Sim. Genau, ich weiß gar nicht, wie ich das ausgeholt habe. Aber ich glaube, im Fall, ohne Scheiß, also ich glaube, für mich würde sich ja nicht viel ändern, wenn jetzt Kurdistan als Staat würde existieren. Für mich persönlich Ja. extrem viel. Was dann? Ich will mich, also meine erste Frage wäre, würde FIFA im nächsten FIFA kurdische Liga aufnehmen? Krass, ja, fair. Und dann würde ich im FIFA, Bro, Karrieremodus, Bruder. Nimm doch Ahmedspor. Ahmedspor? Jetzt geht Ahmedspor. Ahmedspor, sorry. Ich Spa. Ich habe es ausgesprochen, ich habe gedacht, nein. Jetzt ist Wer sagt der jetzt gehört? Ahmedspor. Gott sei Dank, tut der Ahmedspor jetzt gehört. Zerhat. Zero. Terror. Ja. Also, auf jeden Fall, Bro, Aber ist doch ein legitimer Punkt von mir jetzt. ja, nein, FIFA tut nur, also nur deutsche und englische Liga haben tiefere Ligen auch im FIFA. Aha. Und sonst hat Türkei nur, es hat sonst immer nur die erste Liga im FIFA-Platz.
Und Ahmedspor ist Drittliga am Spiel oder so. Das sind meine Jungs. Aber Ja. im FIFA 22, 21, 20, ich weiß nicht mehr genau, ist Dalkurd Ja. in die schwedische erste Liga aufgestiegen. Das sind Kurden in Schweden, die einen Verein gegründet haben und der hat es geschafft, dass der in die erste Liga in Schweden kommt. Krass. Und der hat einfach, jeder Kurd hat in seinem eigenen Verein hat das Wappen von Dalkurd genommen. Dalkurd, das Wappen ist einfach so Kurdistan-Flagge gewesen. Krass. Und die sind in schwedische erste Liga gewesen und das ist geil gewesen. Aber ja, für mich würde sich erstmal herausstellen, so, gibt es in FIFA die so? Und zweitens, wie lange geht es, bis die an der ersten Weltmeisterschaft sind? Und dann wirst du durchdrehen. Bro, die erste Weltmeisterschaft mit Kurden. Stell dir einfach so vor, so kurdische Fans mit Checkerdecks, so ein Blumenkern nicht am Chillen. Das ist genau das Gegenteil von Japaner. Japaner räumen ja auf ihr Zeug und die würden Shisha holen und so weiter. Überleg mal, was es. Ich meine, oftmals eskaliert, oder es kommt ja vor, dass ein Fußballmatch Fans eskaliert gegenseitig. Ich meine, stell dir vor, es wäre gerade ein Punkt zum Schauen, was GC Zürich steht. Immer noch Eisel. Ja. Okay, du meinst so, stell dir vor, dass wir Kurdistan gegen Türkei spielen. Ja. Erstmal, du bist racist. Zweitens, Bro, das wäre so etwas, wo müsste wahrscheinlich auf neutralem Boden passieren. Also zum Beispiel. Also sicher nicht Schweiz. Sicher nicht Schweiz. Sicher nicht Schweiz. Es muss ein Ort sein, wo man kann sagen, dort sind wir wahrscheinlich nicht präsent. Also Israel. Das ist generell momentan sehr kritisch. Schwierig. Überhaupt etwas. Ja. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, sehr wahrscheinlich müsste das Spiel irgendwie, Bro, Hawaii ausgespielt werden. Denkst du? Ich denke. Krass. Weil dort gehen nur Touristen schauen, keiner würde checken, was für Afrikaner auf dem Spielfeld passiert. Ja. Die finden sich einfach, das ist okay. In Deutschland wäre es geil, aber. viel Türke, gell? Viel Türke. Ja, also viel von beiden, Bro. Ja. Es könnte nächsten Tag Anarchie ausbrechen. Basel wäre geil. Und vor allem halt. Nein. St. Jakob. Dort haben auch viel Kurden, viel Türken. Gebe. Baba. Ich sage, damit Leute checken, dass eigentlich das nur politisch ist, müssten wir eigentlich schon auf einem Boden machen, wo wir das anständig benennen und anhocken. Aber ich kenne unsere Leute. Und ich kenne die anderen Leute. Ja, die kenne ich auch gut. Und ich weiß, schwierig. Deswegen am besten ein Ort, wo es keine Kurden und Türken hat. Gibt es noch, wo keine Kurden und Türken hat? Gibt es einen Ort, wo jetzt gerade in den Sinn kommt? Puh, ich würde sagen, also Hawaii ist schon mal ein guter Guess. Ja, gell? Wirklich nicht. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, jetzt habe ich ein Video gesehen, wie ein Kurd in Kolumbien Strassenfood verkauft. Der Rex-Kurd ist noch überall. Und ich dachte, grundsätzlich weißt, ist Hawaii voll mit Touristen. Was sicher kein Türke und Kurden hat? Wo? Oberwil-Lieli. Bruder. Bruder. Aber das darf nicht ausgestellt werden, weil es kein Schweizer Spiel. Ja, scheiße. Der Glarner würde sagen, heute nicht. Er kann uns anzeigen, gell? Er wird uns anzeigen. Er wird uns anzeigen. Du Nussknacker, du. Okay. Andreas Lanner, du. Es ist einfach, vergiss nicht, es ist echt passiert. Er hat einfach mit dem Milli 5-4 eine Debatte geführt. Bro, der Typ ist ja. Also für ihn ist das gefundenes Fressen. Er so, ich tue jetzt mit dem Vorzeigeausländer, tue ich reden und ich bin von der Politik. Ist für dich Milli 5-4 ein Vorzeigeausländer? Nein, aber für ihn. Also da reden wir doch vom Grüezi Blocher. Ja, genau. Bro, er sagt wie Vorzeigeausländer, wie die Jugend. Also, ich nehme an, für ihn ist so wie, ich tue mit einem Rapper reden. Ein Klischee-Ausländer. Ja, weißt du, wo so die ausländischen Leute ihn sicher feiern. Über das, was er rappt, bin ich auch der Meinung, sind Ausländer genau so. Also wie Bashi. Ja, so. Und ich habe es noch nie angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber der Grund, wieso ich es noch nicht angeschaut habe, ist, ich bin mir zu 100% sicher, es ist kein konstruktives Gespräch gewesen, wo zu keinem... konstruktiv. Ja, jetzt hast du richtig gesagt. Aha. Es ist kein konstruktives Gespräch gewesen und es hat garantiert keinen gemeinsamen Nenner gehabt. Null. Ich bin mir 100% sicher... Ich glaube, beide hassen Albaner. Sorry, das ist nicht lustig. Das Ding ist, ich glaube, der das ist nicht schlecht gewesen. Okay. Oder? Ja. Ist der Milli recht? Er ist der, glaubst du? Eben, darum ist er schlecht gewesen. Ja, okay, auf jeden Fall... ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Andreas Glarner, der bewusst zum Beispiel 7 Arslan als 7 Arslan benennt, so ein Stück, was
Käse. rein hypothetisch, wäre diese Person mit mir verwandt. Ja. Rein hypothetisch. Ja. Nein, ich sag's nicht. Nein, machen keine Gewalt aus. Nein, das kann ich wählen. Aber ich glaube, das ist eine offizielle Einladung jetzt, oder? Wenn wir eine offizielle Ja, Einladung sicher, ja. haben. Herr, wir müssen ihn duzen. Sitzen. Nein, ich sage immer, Andi, Ich glaube, jetzt ist es schon gewesen. wenn du... Er kommt nicht. Er kommt nicht. Er ist schon sehr... Aber er ist Politiker. Aber er ist, glaube ich, sehr... Also Strikt. vor allem, ich und du müssen sicher sitzen. Ja, müssen sie sitzen. Wir müssen sicher sitzen. Ja. Weil wir sind nicht. Also, ich würde jetzt trotzdem schnell eine offizielle Einladung Sicher, aber mach einfach per Sie. Okay. Sonst ist es. Warte. Warte, bevor du anfängst. Die nächsten 15 Sekunden sind sehr wichtig. Deswegen tun wir das sogar mit irgendeinem Fake-Jingle jetzt starten. Die Hurensohn. Perfekt. Oh, das passt. Herr Glauner, ich weiß halt nicht, ob wenn Sie gerade Zeit haben zwischen All dem Hass. und zwischen irgendwelche Primarlehrerinnen, Nummern von Primarlehrerinnen im Internet liegen und auf irgendwelchen Schiffen irgendwelche Sekretärinnen sexuell belästigen. Wenn Sie irgendwo Das da wisst. zwischen Platz findet, dann würden wir Sie liebend gerne in unsere Garage einladen. Übrigens sind wir da in einem Ort, wo rein prozentual auch nicht so viele Migranten sind. Nein, also da würden Sie sich sicher eher wohlfühlen. Ich Ja. glaube, momentan sind wir so ziemlich die Einzigen. Also wenn wir heute Abend heimgehen, nachdem ist eigentlich wieder zu 90,9% schweizerisch. Ziemlich sehr schweizerisch. Ja, Sie werden sich sicher wohlfühlen bei uns da in der Gemeinde. Kommen Sie doch vorbei, trinken wir einen Chai? Chai. Ist ja super. Und dann können wir auch mal ein bisschen miteinander schwätzen. Genau, wir können darüber reden. Und falls Sie, ich weiß nicht. Nein, doch nicht. Kommen Sie doch vorbei. Es wäre uns näher, Sie als unser Gast, Sie kennen das ja in unserer Kultur, macht man das ja so, als Gast zu begrüßen, vielleicht ein, zwei Worte wechseln und vielleicht können Sie ja dann da mit dem anderen Bild auslaufen. Was ist deine Lieblingsfarbe, Bro? Oh, grün. Grün, was passiert mit grün drauf? Die Hurensohn. Ah, okay. Oh, krass. Ja. Krass. Sorry, Ja. ich kann nicht gewusst. Ja, ich bin absolut auch der Ansicht, es würde uns extrem freuen, mit Ihnen können über ihren Werdegang, über den Werdegang von ihrer Mutter, über den Werdegang von ihrem Hund, von ihrer Zukunft, von ihrem Plan, was sie vorhaben, reden. Würde uns sehr interessieren, was ihre Ziele sind mit Oberwil-Lieli und ja, vielleicht schaffen wir es auch nach ihnen den Trump dazu bringen, um da vorbeikommen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, sie wären die ersten Politiker und wir würden natürlich ein Gespräch auf Augenhöhe mit ihnen durchführen, ganz klar. Und wir würden natürlich probieren, uns auf das Niveau runterzulassen. Ja, sicher. Wir würden auch hoffen, dass wenn sie heimgehen, sie sagen, hey, Endlich mal. das sind aber ein paar gute. Das sind ein paar gute Ausländer. Ja. Ja. Genau. Zwar ein Ü im Namen, aber gleich. Ja, sicher. Schicker Döner, hä? Also, so. Paarbeziehung. Ich gehe einfach drauf los, hä? Ja, bitte, Scheißegal. gib ihm. Paarbeziehung zwischen Kenneck und Schweizer. Also bist du auch drauf losgegangen? Ja. Einfach Ich so. habe einfach erst Beste genommen. Okay. Ist das eine Frage? Wir können es aus dem machen, was wir wollen. Okay. Ich hatte schon mal eine Beziehung gehabt mit einer Schweizerin, so wie du. Auch schon eine. Ja. Hast du wieder einige sagen? Eine. Ja. Habe ich gesagt. Ist egal, Bro. Die sind vorbei. Okay. Was ist dir vor allem positiv, ja negativ aus dieser Beziehung geblieben? Also, Keine Namen zu nennen. Was ist genau die Frage? Ist keine Frage. Also, wir haben gefragt, der Fragesticker ist so Input, Frage, Thema, Wunsch. Okay, check it. Und er wollte jetzt Input haben über Beziehungen. Genau, ja. Also sogenannte, Achtung, blödes Wort, biracial Beziehung. Weißt du, so, das ist wirklich der Fachbegriff. Ja, also das Ding ist eben das. Ich würde sagen, dass Serhat und ich, wir sind, da wir ja beide in der Schweiz aufgewachsen sind. Und geboren, also ich, ja. Du, genau. Und Herr Lieli? ich bin in Österreich geboren, darum auch ziemlich schweizerisch. Würde ich fast behaupten sagen, dass wir großteils Schweizer sind. Ich bin Schweizer. Also weißt du, so, aber ich meine, es gibt ja, wieso du hast ja deine Identität. Aha, ja, Oder sicher. Ja, ein wenn Teil so von dir ist ja... den Kuchen würdest du anschauen. Genau. So, ja, sicher. Und ich meine, es gibt ja viele Menschen zum Beispiel, wo, ist jetzt auch nicht wichtig, was für eine Kultur oder Herkunft, was immer, aber wo zum Beispiel viel näher sind mit der heimigen, also weißt du, die Kultur von den Vorfahren. So. Ja, genau, ja. Oder? Also du,
Bro, du siehst das an dem, was sie anhaben, an dem, was sie glauben. Weißt, wir beide sind weder religiöse Menschen, noch sind wir, ist uns verkrampft wichtig, dass wir jemanden von unserem Blut nehmen. So. Also weißt du, so, also, ich meine nicht Cousine, ich meine Kurde. Ja. So, und darum würde ich sagen, ich habe sehr viele Qualitäten in mir, die einfach schweizerisch sind. Das wäre es? Also sag mal so 2, 3 oder 1, 2? Oh, ja, Bro, also ich meine, ich kann schon sehr stark nach der Schweizer Kultur. Also weißt du, schon klar, ich kann sehr viel, wo ich mich neben dir wohler fühle, oder wenn ich in die Türkei gehe, fühle ich mich auch daheim, weißt du, was ich meine? Aber ich habe sehr viel vom Schweizer Gedankengut komplett übernommen. Ja. Weißt du, ich meine? So. Ja, safe, verstehst du absolut. Und darum glaube ich, es gibt gar nicht so viel Biss. Also weißt du, oder ich meine, ich sage es so, oder ich habe jetzt halt eine Partnerin, wo obwohl sie halt Schweizerin ist, tut sie in ganz vielen Ansichten total das überschneiden, was ich will. Oder weißt du, wie ich es sehe. Aha, also oftmals bestehen Überschneidungen. Okay, genau. Oftmals sind der gleichen Ansicht oder ihr findet gemeinsame Nenner und so. Weißt du, was ich mir noch überlegt habe? Zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe mit dir, Thema Sünnet, Beschneidung. Ja. Das ist etwas, was ich mir schon mehrmals überlegt habe. Weil grundsätzlich betrachtet ist ja das ein sehr übergriffiger Eingriff. Also weißt du, wenn du mal nur überlegst, ich meine, es gibt ja noch die Sünnet, wo so, ich sage jetzt mal, sehr unsanitär passieren. Also weißt du, mit so Skalpell dort, Heide Bismillah, ja. Heide Bismillah und der Vorhut ist weg, Bruder. Okay, das ist eine Version. Dann gibt es ja noch die, wo du wirklich unter Narkose im Spital Ja, nachher verwachst und so. Ja. checkst, genau. Aber grundsätzlich tust du einfach Genitalien von einem im besten Fall 4-jährigen Kind verändern, weißt du? Etwas abschneiden. Du machst ihn zu einem Mann. Du machst ihn zu einem Mann. Du kannst sagen, er kann ab dann ficken. Nein, also. Aber weißt du, was ich meine? Es ist wie so. Ich verstehe absolut. Also checkst du, grundsätzlich machst du etwas an dem Kind, wo du nicht mal weißt, ob die Person das will oder nicht. Genau, oder? Und ich meine, aber das kannst du eigentlich auf alles, was wir machen, in unserer Kultur abbrechen. Zum Beispiel? Bruder, alles mögliche Hochzeiten gehen. Ja, aber Bro, also habe ich Bock. Also, ich kenn meine engsten Leute. Ja, Bro, aber das eine ist eine effektive Veränderung an dem Körper. Ja, okay, ja. Oder weißt du, was ich meine? Das andere ist, also ich meine, jetzt das, also versteh mich nicht falsch, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, sieht mein Schwanz nicht aus wie ein Limteig. Bro, wie... Checkst du, was ich meine? Ich bin froh, sieht nicht aus wie das Ende von einem Ballon. Ja, wie eine verfüllte Banane. Checkst du? Ja. Also darum bin ich im Zwiespalt. Weil ich finde, es ist wie so hygienischer, es ist besser. Ich bin nicht voll, weißt du? Aber es sieht besser aus, keine Ahnung. Leute, ich habe besser im Mund. Es fühlt sich besser an im Mund. Schmeckt weniger käsig. Ja, man, Bro, hör auf. Ja, Hello, Bro. Hello. Kein Vorhut. Ich verstehe absolut, ja. Oder? Und ich meine, zum Beispiel in den Augen von zum Beispiel Schweizerinnen ist das ein sehr barbarisches Verhalten. Bruder, für mich persönlich ist auch sehr barbarisch. 30 Jahre lang Ehe aufbauen, Kinder, alles finanzieren, in die Lehre schicken und am nächsten Tag gehen Leute und sagen, hey, weißt du was, ich habe eine 18-jährige Thailänderin gefunden, Arrivederci. Klar, Bruder, aber das vergleicht wieder Äpfel mit Birnen, Bro. Ich meine, es geht nur um die Diskussion. Ja, aber ich sage nur, weißt du, so, grundsätzlich, ich würde etwas finden in dieser Kultur, wo ich sagen würde, barbarisch und sie in meine. Verstehst du? Und deswegen, es muss einfach versucht werden, mit einem anderen Winkel angeschaut werden, weil grundsätzlich ist nicht etwas, was erst mit unserer Generation gekommen ist. Ja, nein, aber das heisst ja nicht, dass sich das verändern. Also verstehst du, was ich meine? Es ist ja, ich glaube, es gibt in der Schweiz nichts, wo Achtung, es gibt kein äquivalentes Thema. Das ist nicht richtig ganz. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit dem. Stell dir mal vor, völlig banal, aber stell dir mal vor, in der Schweiz
wäre es gang und gäbe, dass man den Kindern, den männlichen Kindern, in der Spitze von der Nase abschneidet. Sagen wir mal, es tut gleich weh. Ja. Stell dir vor, es ist einfach normal. Ja, vielleicht muss das weg, damit du besser kannst. Okay, also reden wir ernst oder nicht? Ich finde es schon... Ja, Bro, ich finde es schon ein ernstes Thema, aber wie soll ich sagen, so... Aber du glaubst, du verstehst nicht ganz, was ich sagen oder schon? Doch, 100%. Ich weiß, was du meinst. Ist so, du machst eine Veränderung, die nicht mehr rückgängig machen kann. Und es ist einfach ein privater Eingriff, Ja, oder? und du machst es halt, ohne dass wieso die Person kann sagen, Es ist ey, kein ich will oder ich will Konsens. es nicht. Ja. Genau, oder? Ja. Und findest du es nicht komisch? Ich finde es schon komisch, Bruder. Und ich finde es auch gut, dass man so Sachen thematisiert und anspricht. Und dass man sagt, hey, weißt du, wie so ein bisschen Bewusstsein erwecken bei den Leuten. Weißt du, unsere Eltern ist ja normal, sie mit dem aufgewachsen. Genau. Muss vielleicht die Generation, wo Sachen von unserer Kultur hinterfragen. Ja. Und eben, wenn ich meine, wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem, der nicht die gleiche Kultur hat wie du. So. Und dann haben wir ein Kind. Und du willst, theoretisch willst du, dass dein Kind beschnitten wird oder nicht? Hast du mal Gedanken darüber gemacht? ja. Eben, und ich grundsätzlich, ich finde es auch besser, dass ich es gemacht habe. Ja. Nein, ich will das auch einem anderen Grund, Bro. Wenn du es nicht machst, Bro, die Leute kommen vorbei und ballern das Geld auf den Tisch, Bro. Okay. Also du willst den Vater gerade mit dem weißen Anzug? Ja, Bro. Wenn schon der Jahrruch weg ist, oder die Hut vom Dings, dann soll er sich wieder gut gehen lassen. Und was machst du jetzt, wenn deine Frau sagt, ich finde das schlimm, ich will das nicht? Dann reden wir drüber und wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden und wir dann sagen, okay, gut, weißt du was, wir machen jetzt nicht und wir machen Nur ein bisschen abschneiden. Wir machen nur, dass nur der Spitz siehst. Nur dass er kann pissen, das wird die lange. Weil also du bist auch beschnitten, oder? Du bist auch beschnitten, oder? Du bist auch beschnitten, oder? Ja. Okay. Und ich bin beschnitten worden. Schon privat. Sorry, findest du komisch? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay. Das mit 3 XL ist easy, aber das... Das ist auch gelogen, so oder so. Ja. Ah, okay. Also bei mir ist es damals aus hygienischen Gründen passiert. Ja. So der Arzt hat gesagt, du musst. Da hat er gesagt, Alhamdulillah, du musst. Nein. Aber weißt du so... Ja. Bei mir ist es so gewesen, aber wir haben auch keinen Sünnet gemacht. Für die nicht beschnittenen Menschen oder die das nicht wissen, Sünnet ist so quasi eben, sobald du beschnitten bist, bist du ein Mann. Bist du im Normalfall passiert das so mit 4 bis 6. Ja, Bro, es gibt kein so das Alter, also außer eben, es gibt vielleicht schon bei gewissen keine Leute oder so in gewissen Kreisen, aber ich kenne es so, dass es kein fixes Alter gibt, aber man sagt irgendwie so, also bis spätestens 12 ist es schon passiert, 12 oder 14, so mein. Und dann, was passiert? Dann wird die Vorhaut von dem Penis wird schon Männer einfach Penis wird weggeschnitten, Bruder. Und dann ist einfach, Sinn und Zweck davon ist einfach, dass die Haut weg ist und hat auch gerade hygienische Gründe, was immer. Aber auf jeden Fall, in gewissen Kulturkreisen, in gewissen Regionen wird das als Schritt dass man Mann wird. Ich glaube, bei den Juden ist das Hanukkah. Nein. Hanukkah ist Weihnachten. Ding, sorry, Bro. Aber es gibt, wie heißt ich weiß, oh, warte. Bro, so oft gibt es immer wieder. Die hypen es immer so auf. Es ist das ist wie Quinceañera von den Juden. Ja, wie Quinceañera von Juden, genau. Warte. Mazel Tov. Nein. Aber du so. Warte, ich glaube, es liegt mir wirklich auf der Zunge. Ja, Bro, es ist so einfach eigentlich. Also, es ist nicht. Hanukkah ist ein Festtag. Ist Weihnachten, ja. So ist Weihnachten. Sabbat ist, glaube ich, der Samstag. An dem Tag, wo man nicht schafft. Tönt auch Samstag, ja. Dann, This is my... Warte, ich habe gerade eine Serie geschaut. Ja, ich habe auch bei Family Guides wieder. Ja. Fuck, wie heisst das? Ich weiß genau, jetzt sind Leute am Handy sagen, ich weiß, ich will mitreden. Warte. Finden wir das raus ohne Google? Okay, ja, Bro, schwierig. Es ist, du hörst immer wieder. Ja, ich glaube, es ist Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Ja, Bar Mitzvah. Genau. Ja. Bei den Juden ist Bar Mitzvah. Ja. Bei uns ist Sünnet. Bei Schweizer in Westeuropa ist das mit 18 Mutter anspucken und ausziehen. Mann, ich kann es sagen. Scheiße. Das ist nicht schlecht, aber gut. Gleich. Okay. Und der ist fast ein bisschen untergegangen. Der ist schon ein bisschen. Aber der ist sehr gut gewesen. Der ist nicht schlecht. Und ja, jeder Kulturkreis, jeder Handelskreis hat so seine eigene Art und Weise, wie man so etwas genau, normal aber macht. Eben zum Beispiel Bar Mitzvah. Ja. Bar Mitzvah? Quinceañera. Ja. Bar Mitzvah. Ja. All die Sachen
Ich meine, Bro, was musst du machen bei der Bar Mitzvah? Ja gut, du musst, passiert auch kein Körper. du musst Tora lesen und Shalom Shalom und so. Und mit den Leuten zusammen saufen. Oder genau, und Quinceanera wirst 15 und so. Und bei uns ist es einfach so, jetzt tust du einen Teil von deinem Schwanz abschneiden. Also, verstehst du, was ich... Also nein, von der Vorhaut. Gut, ich glaube auch Bar Mitzvah ist nicht. Ah gut, ich glaube, jüdische Menschen sind auch beschnitten. Aber ich glaube, dann passiert es. Ich weiß nicht wann, aber ich glaube, dann passiert es. Okay, aber auf jeden Fall... Jemand von dem Bescheid weiss, please, schreiben Sie uns. Aber weißt du, was ich meine? So, versteh mich nicht falsch, Bro. Ich finde, ich muss immer noch sagen, ich bin froh. Ich bin froh. Absolut. Du bist ja, das ist wie so, wenn du sagst so, du bist ja betroffen, deswegen erzähl. Genau, danke. Ja. Oh, woke King, Alter. Und darum wollte ich einfach sagen, also eben mit mir, ich sag dir ehrlich, mit mir hat es noch nie etwas ausgemacht. Und ich glaube, wenn ich einen Löwenjunge habe und ich muss anders sagen, ich habe noch nie von einer Frau gehört, ehrlich gesagt. Oder von jedem Geschlecht, das Schwanz ins Maul nimmt, habe ich gehört, ich finde unbeschnittene Penis schöner. Checkst du, was ich meine? Ach, das dreht sich ein bisschen fest. Aber, ja, fix. Weißt du, was ich meine? Ja, 100%. Darum, also, ich bin happy, Bro, weißt du? Safe. Also ich habe beides gehört und beides ist auch legitim. So, Bro, Junge! Ja, Junge! Heute bist du richtig woke unterwegs. Aber Bro, das Ding ist ja, du kannst es nur so, ich kann es nur so und dir kannst du so. Ja. Und logisch, wir machen Witz gegenseitig, weißt du? So ändern mir gegenüber. Gegenüber der Ballonschwanz. Ja, haha, du mit dem falschen Penis und so. Schau, dass du kommt. Ich schwöre, Alter. Ich komme schon falsch in den Penis. Ich weiß nicht, Bro. Hab noch nie. Habe ich immer gesagt, haha, du bist unbeschnitten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich habe von Personen gehört, von Kolleginnen und so, gewisse haben gesagt, hey, für mich ist ganz klar, beschnitten ist besser. Gewisse sagen, mir spielt es keine Rolle. Gewisse sagen, gib mir das Jahr auch unbeschnitten. Voll okay. Jedem das seine. Ich sage aber, für mich persönlich, so als Mensch, ich glaube, wäre es bei mir andersrum als jetzt, wäre ein bisschen komisch. Aber ich sage das jetzt auch, weil ich seit 30 Jahren das nur so kann. Also wenn ich 30 Jahre unbeschnitten, würde ich sagen, die scheiß Ausländer. Aber weißt du, da reden wir ja wieder von Präferenzen. Ja. Aber die grundlegende Frage ist es nicht ein Eingriff in die Privatsphäre safe, Bro. Von einem... Ich liebe dich, Bro. Ja, Bro, safe, aber Bro. checkst, und darum ist es ja... Und wie sind wir auf das Thema gekommen? Weil jemand gefragt hat... Bezirk Kanake und Schweizer. Und ich finde das wirklich so eine Diskussion, weil eigentlich die Schweizer Seite in mir sagt schon, Bro, das ist schon unchillig. Eigentlich an einem Kind. Safe. So, weißt du, verstümmeln, Bro, blöd gesagt. Meine Kanake-Seite sagt aber, Bro, ist Kultur. Bro, ist normal. Das macht man auch so. Aber man hat auch gewisse Sachen immer so gemacht. Wie man es einfach so macht. Und es ist trotzdem nicht okay, weißt du? Safe. Und das ist jetzt zum Beispiel eines der Themen, wo ich sage, dass, also weißt du, so, also es ist jetzt sehr abgebrochen, aber stell dir mal vor, ich wäre ein religiöser Mensch. Und das Ding ist, wenn du als religiöser Mensch einen Kaffer, also einen Ungläubige tust, zum Beispiel packen, und ich weiß nicht, aber so, ich sehe immer wieder irgendwelche deutsche Chayas, die so Bild postet von sich im Kopftuch. Ja, also so quasi. Safe. Das ist so, wie soll ich sagen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, musst du ja, den Rest vom Leben musst du eigentlich, also wenn du willst sagen, look, ich kann mir wirklich vorstellen, mit dir mich selber verbringen, dann musst du etwas wissen, in einen Kompromiss eingehen. Ja. Aber wenn jetzt jemand mit einem Extrem kommt, was für die Person gar, also es muss nicht heißen, es ist im Allgemeinen extrem, aber jemand kommt mit einem Extrem, was für die Person völlig unbekannt ist. Ja. Also die Person lebt zum Beispiel in einem Haushalt, wo vieles wie nicht wichtig ist. So, sagen wir, Religion ist kein Thema, ethnische Zugehörigkeit ist kein Thema, was auch immer. Und dann kommt jemand und ist entweder extrem an seine Wurzeln gebunden, extrem an seine Religion, was auch immer. Dann wird es schwierig, Kompromisse eingehen. Aber dann ist nicht Kompromisse eingehen, weil dann ist eher, dass eine Person sich der anderen anpasst. Genau. Und im meisten das Fall... Das ist wiederum eben nicht eine Beziehung, wie sie sollte vielleicht sein. Genau, Bro. Genau. Dass du sagst so, hey, das, was ich mache, ist richtig und mit dem gar nicht und entweder kommst du mir mit oder nicht. Smog. Und dann entscheidet halt der Partner, die Partnerin, will ich mit dem mitgehen oder nicht. Dann ist
dann musst du aber auch der Person sagen, hey, du hast dich entschieden und das ist der Weg, wo du mit ihm gehst. Du hast gesagt, ich will einen Weg gehen, wo ich mir dir unterstelle und sage, das, was du machst, ist richtig und was ich denke oder fühle, ist einfach nicht richtig gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, die konvertieren, du kannst es nicht so darstellen, wie wenn du konvertierst, ist so. Aber ich sage jetzt einfach nur im Thema, wenn es um Beschneiden geht. Ja. Wenn du religiös bist, dann haltest du an dem fest. So, ob jetzt irgendwie Jude bist, orthodox oder ob jetzt Moslem bist. Aber kannst ja gleich nicht sagen, so, du hast gesagt, du kommst und jetzt musst du alles machen. Also ich finde, man muss ja trotzdem darüber reden. Aber safe, aber du musst, ich glaube, du musst einfach bei streng religiösen Menschen musst du vielleicht einfach... aber du bist ja zum Beispiel nicht streng religiös. Ja. Bro, ich sage ganz ehrlich, meine Präferenz ist, wenn ich könnte, wünschen, ich würde es gerne machen, wie im zukünftigen Kind oder Kindern. Wenn aber meine Frau sagt, hey, ich finde das nicht gut oder ich akzeptiere das nicht oder was auch immer, reden wir darüber und wir finden eine Lösung. Entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Aber dann redest du auch darüber. Ja. Weil ich entscheide nicht allein. Das Kind jetzt in dem Moment hat, wieso? Ich habe seine Fresse, Bro. Ich habe seine Fresse nicht. Ja, er hat seine Fresse, der bringt Geld in nicht. Okay, check. Ich würde jetzt bis 18 wahrscheinlich jeder Karut von ihm zahlen, jetzt nicht, wie also, du siehst. Das heisst, trotzdem schnell, nicht nur beschneiden, der ganze Trubel mit, also meistens ist das Kind frisch beschnitten, hat noch so einen... Bro, ich erzähl dir mal das von mir. Bro, weil ich habe von dir das Bild gesehen, wo du das weiße Sünnet-Gewand anhast. Bitte erzähl. Bro. Also, bei uns war es so. Ich weiß nicht, was es war, vielleicht eine Aktion, 2 für 1, aber ich und mein Cousin sind uns beschneiden. Der mit mir wohnt, aber der ein bisschen kleiner. Nicht der Goofy, ja, genau. Auf jeden Fall, nachher sind wir bei so einem Arzt gewesen, ich glaube Ägypter gewesen, es hat nicht so viel, damals nicht so viele Ärzte in der Schweiz, die das gemacht haben, aber er war Ägypter gewesen, was immer. Und dann hat er, also sind wir im OP-Saal gewesen, haben wir fertig, ich wach auf und ich sehe so meinen Vater vor mir so, hoi mein Sohn, weißt du bist wieder wach, geht's dir gut? Und das muss man nachher sagen. Okay, so geht's dir gut, fühlst dich wohl? Ich so, ja, weißt du, voll angeschlagen, dies und das. Und irgendwann mache ich immer so ein bisschen mehr zu mir. Und ich schaue rechts, weißt du, mein Cousin noch nicht wach. Ich so easy, weißt du. Ich so easy, in dem Fall. Easy, weißt du, ich so wach. Also du bist schon aufgewacht, nachdem deine Vorhaut abgeschnitten wurde? Ja, weißt du, OP fertig, du stehst langsam auf. Und nachher irgendwann steht mein Cousin auf. Ja. So, mein Vater ist also, weißt du, alles gut, ne? Ja. Und der Cousin steht auf, nachher mein Onkel, bist du wach? Er so, ja. Die Schwanz ist weg! Du bist jetzt eine Frau. Er so, nein. Und nachher, ich so, sie haben mir gesagt, sie nur meine, die ist ganz weg und so. Nein. Das ist so schlimm, Bro. Bro, weißt du, und er hat will, weißt du, so alle so, also ich kann den Ball anschauen. Auf jeden Fall, nachher hat mir gesagt, mein Onkel hat sich kaputt gemacht, er so, nein, Olum und so, alles gut zu dir wehtun. Bro, by the way, Pisse. Ja. Mit einem beschnittenen Schwanz frisch. Ja. Unschuldig. Du weißt, dass ich auch beschnitten bin. Ja, aber ich weiß nicht, du hast, glaube ich, du hast gesagt, vielleicht 3-4 Jahre erlebt, oder nicht? Bei mir ich war 4 gewesen. Okay. Vielleicht hast du deswegen, weißt du, nicht so präsent. Bei mir ist du gewesen? 8 oder so. Unschuldig. Also, ja, ich bin froh, ja. Und am Morgen um 3 oder 4, ich muss aufs WC. Ich gucke an. Es fängt an und ich, weißt du, voll so. Meine Mutter kommt, sie so, was? Ich so, nichts, egal, weißt du, das tut weh. Ich muss aufs WC, das tut weh. Ja. So, das ist fertig. Irgendwann mal, als es verheilt hat, haben wir schon eines Morgens, meine Mutter kommt zu mir, ich will in die Schule gehen, gibt sie mir so ein A5-Kuvert. Offensichtlich eine Einladung für Sünnet. Wir sind nicht angefangen, Leute einladen, weißt du? Nein. Und dann hast du eine Lehrerin gebracht. Sie sagt, gib die Lehrerin. Jetzt erklärst du, was Sünnet ist. Also, wir haben jetzt darüber geredet, dass Sünnet eigentlich ja ist, dass du Vorhaut abgeschnitten, also das Vorhaut abgeschnitten wird. So. Und dann wird eigentlich noch in unserem Kulturkreis wird das noch gefeiert, weil du bist offiziell Mann, das heisst, man feiert, dass du Mann geworden bist quasi. Und dann kommen die Leute vorbei, man feiert, man lacht, man tanzt und die Leute noch Geld deponieren. Ich weiß nicht wieso, aber sie geben auch Geld. Je größer der Jahr. Nein. Aber warte, das heisst, also das finde ich, du hast eine wichtige Information auslassen. Was? Wo ist die Person, die beschnitten worden ist? Aha, genau. Also bei so einem Fest ist dann so, dass die Person ganz vorne, so dass alle sie sehen, an einem Tisch hoch wie so ein König. Du bist so dort, hast so ein komisches Zeugs an, Bro. Du bist wie ein Wesir, Bro. Ja, Bro, nachher hast du so ein Zepter. So ein Zepter, Bro. Irgendetwas und du bist auch, es geht heute Abend um dich, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Du bist wie im Zoo, Bro. Bro, ja. Und alle wissen, dein Schwanz ist gerade beschnitten worden. Ja.
Aber bist du nicht immer im Bett gewesen? Nein. Es gibt, also ich habe auch Bilder gesehen. Ich weiß nicht, also Es gibt, Bro, es ist immer unterschiedlich. Je nach Region sogar, weißt du, also ich kann immer nach Region auch unterscheiden. Nachher Es gibt schieben sich so im Bett rum, Bro. Es gibt eben Leute, die an dem Tag, wo Fest ist, passiert. Ja, weil Dann eben, gehst du weißt so du, Bett raus. dein Kollege vom... Er hat uns das mal auf dem Balkon erzählt. Könnte schon sein, ja. Er, wo heisst sein Käse? Ah, ja. ja. Weißt du? Ja, fix, aber bei ihnen ist eben, Bei also ihnen bei ist ja- Schippis, habe ich schon jemanden die gehört, aber das ist schon mal etwas anderes. Ja, Bro. ja. Schippis haben viele andere Bindung zu ihren Wurzeln wie wir. Ja. Aber die machen straight alles tun. Bro, Straight. das ist wild. Also dort ist ja, dort der uns erzählt hat, das finde ich auch krass. Der und sein Bruder. Er ist irgendwie 8, sein Bruder ist 6. Hey, Bro. Oder 6 und 4. Und sie sind beide auf dem Bett und nachher, ich wollte nichts falsch sagen, Bro. Hau mal raus. Ist es der Imam? Also ja, der Hoja. Der Hoja, sorry, ja. Der Hoja kommt und er hat das Skalpell in der Hand. Ja. Oder? Ja. Und er macht Bismillah, Bismillah, und so, ja. betet und ram, Vorhut weg. Ja. Und der IT hört seinen Bruder. Ah! Voll schön. Es gibt keine Narkose, nichts. Nicht, oldschool. Und dann kommt der Hoja zum anderen. Und der andere hat gehört, wie sein Bruder. Wir sind genau ahead, Bro. Bruder, überleg mal, wie traumatisch du siehst, den Bro. Bruder am Brüllen im Ecke. Ah! Und du denkst so, fuck, jetzt komme ich dran. Bruder, und dann Ich stelle passiert vor, schon das. den Onkel, der sagt, gang, die Schwanz wieder. Komplett. Bruder, und dann passiert das und nachher wirst du aus dem Bett rausgerollt in die Menge, Bro. Ja. Also jetzt mal ehrlich, Bro. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy, Bro. Es ist ein traumatisches Erlebnis. Ich habe so erlebt, wieso? Es hat sich verheilt, mir geht schon gut. Ja. Es ist gestern passiert, ist sogar ein paar Monate her. Ja. Und mir geht es gut. So. Aber dort, Bro. Zap direkt. Aber es gibt es auch in Türkei, Bro. Das ist völlig normal. Das ist, also Türkei ist, ich weiß nicht, ob bei uns Kurden das sogar auch noch gibt. Vielleicht bei gewissen Regionen. Aber es ist völlig normal. Dass Sühnet geführt wird an dem Tag, wow. Krass. Bro, eben, ich bin dort gewesen und nachher ich gehe zu meiner Lehrerin, ich so, grüezi wohl, Frau Wohnlich, an dieser Stelle die mit Abstand geilste, beste und lustigste Lehrerin. Ich meine, Nein. Und ich so, grüezi wohl, Frau Wohnlich, da Einladung, weißt du. Und das ist so, was ist das? Morgen, Wie erklärst du dir? 8, 9. Also komm, mach ein Rollenspiel. Ah, Heus Herat. Ja, was hast denn du da für mich? Grüezi, Frau Wohnlich, fick ab's. Nein, Spaß. Ich so, Ah, der da, kleine Ausländerjunge. Zeig mal. da machst du auf und dann, Und dann lese ich, was lese ich? so, und jetzt haben meine Eltern sich Mühe gegeben, dass die Einladungskarte auf Deutsch ist. Sehr gerne. Was passiert, was ist bei uns in der Einladungskarte immer so? Sevgili. Immer der erste Spruch ist ein deeper Spruch. Ja. Am Anfang ist immer so, So ein das Poesie. Leben ist jung, und jetzt möchte ich mich alle herzlich willkommen heißen zu unserem neuen Kapitel. Serhat ist ein Mann, was immer. Einfach so ein deeper Spruch. Ja. Und Die dann Lehrerin- steht in dem David, in der Einladung, steht drin so, wir haben den Jaruch abgeschnitten. So, also, sie liest so die Einladung. Ja. Also Und ich lese es, ja. Also, Ah, ich bin am Warten, so, sie liest. Und sie sagt, Serhat, was ist das? zuerst mal, sie sagt, was gibt's denn zum Vieren? Ah, okay. Serhat, was gibt es denn zum Vieren? So. Und ich sage dann, ich bin Mann geworden. Also, Und dann sagt sie, okay. Und Frau Honig ist eine Vogue Queen gewesen. Sie hat schon mit anderen Generationen zu tun gehabt, wo eben Leute Beschneidung, andere Sachen, nein. Und letztens habe ich gedacht, Bro, letztens habe ich gedacht, ich will dir anrufen, weil sie ist kurz vor der Pension gewesen dort. krass, ja. Und ich habe gedacht, bitte leb noch, will ich dir sagen. Ist gewesen, ja. Will ich dir sagen, du Mach bist das. verblieben, du bist verblieben. Ich schwöre, als Lehrerin, ich wollte auch wieder an dieser Stelle, Daniel Lutz, du geile Sieg, Bro. Ist der beste Lehrer. Ja. Er hat uns im Rosenau ist er mein Lehrer gewesen. Nach unserer Klasse ist er auf Graubünden zurück. Bruder, ich habe ihm sogar mal ein Mail gemacht. Einfach so Jahre später. Ey, eine gute Lehrperson kann dein Leben so krass verändern. Schlimm. Und wenn ihr jemals eine gute Lehrperson in eurem Leben gehabt habt, es ist nicht schwierig, Bro. Sucht ihr die Mail raus, sucht was auch immer, schreibt eine Nachricht, ey, danke, Dank. dass es dich geht. Wirklich. Du hast mein Leben besser gemacht, glaube mir. Wirklich. Und weißt Hand herum, wenn es ein Nein, ja. dann etwas anderes. Aber auf jeden Fall, weißt du, sie ist so, Bro, ich muss ehrlich sagen, in all meinen Jahren, als ich in der Schule war, Ja. keine Frau Jakob, die Hof von Handarbeit, wo racist as fuck ist und ich habe mitbekommen, sie schafft immer noch. Krass. Das ist gut, dass du den Namen gedroppt hast. Ja, safe, Bro. Scheiß auf die. Frau. Wie krass. Also, was löst das? Wie fühlst du dich? Aber krasser? Deutsch geht, oder? Bro, ich weiß nicht, Sorry. wie viele die Worte ich kann das Tut mir leid, entdecken. Bruder. Ja. Aber
Ich frage mich einfach so, was löst das in dir aus, wo dich befriedigt, dass du 8, 9, 10-jährige rassistische Äußerungen machst? Also 8 oder 9 10-Jährige. 8, 9 oder 10-jährige Aha, Kinder, ja, so. okay, ja. Sag mal so, was muss, also, was löst das in dir aus? Ja, Gehst du nachher heim und sagst so, ich habe zu dem gesagt, du bist ein scheiß Terrorist und ich bin richtig ein G. Auf jeden Fall, du bist ein Ho, ich wünsche dir gar nicht gut, ich hoffe, dein zweite dabei passiert da irgendetwas, was so auf dem Rohstoffland ist. Bro. Bro, scheiß auf die haben mir alles, die haben mir meine ganze Wurststufe hat sie mich gestresst, meine ganze Wurststufe. Sie haben mir vor der Klasse gesagt, ich sage ein Terrorist, sie haben mich vor der Klasse. Ohne Scheiß. Ja, Bro, weil ich gesagt habe, ich will eine Uhr machen und mit Kurdistan umfahren, so Ja, Terroristen. das ist die Geschichte. Ja. Aber weißt du, ich könnte nicht wissen, was die anderen Kinder gesagt haben. Und vor allem, es ist noch neue Wellen gekommen, afghanische, syrische, eritreische Flüchtlinge. Also, wenn die mir Terroristen hätten, was hat sie echt für Hemmschwierige gehabt gegenüber diesen Kindern? Ja, fair. Verstehst du? Auf jeden Fall, scheiß auf dich, ich hasse dich. Aber Frau Wohnlich, Die Wars. Nicht du. Frau Wohnlich, du bist, das ist nicht für dich, das ist für die Frau. Frau Wohnlich ist mit Abstand. Ja. Bro, sie hat, ich bin zu einem Zeitpunkt irgendwo an einem Punkt angekommen, wo ich dachte, ich schäme mich, Ja. sie hässlich machen. Mhm. Oh, geil. Ja. Ich will nicht Frau Wohnlich enttäuschen oder hässlich machen. Wie heißt sie? Frau Wohnlich. Was? Wohnlich. Wohn? Lich. Wie herzlich. Wohnlich. Was ist das für ein spezieller Name? Es ist ein sehr schöner Name. Von einem sehr schönen Mensch. Nein. Von einer sehr schönen Mensch. Von einem sehr schönen Mensch. Okay. Auf jeden Fall, ich kann unterschreiben, wenn ein Lehrer gut ist, das bleibt. Ich bin 30 und ich weiß immer noch, wer mich gestresst und wer ich gerne. Ja. Und Aber ja, du hast dort habe ich ihr dann gesagt, ich so, hey, ich bin Mann geworden und sie so, okay, wie? Und dann habe ich ihr gesagt, Bro, eben, ich bin so ehrlich, ich will zu ihr ehrlich sein. Ich so, bei uns, man wird eben... Und du bist 8. Was bin ich bei der Frau Wohnlich? 2., 3. Klasse, eben, Ja, so 8., 8., 9. 9. So, Ja. ja. Mhm. Ich so, Frau Wohnlich, man hat, ich habe doch diskret, ich weiß nicht, ich so, man hat mich zum Mann gemacht, bei uns gibt es das und ja, ich würde mich mega freuen, würde sie kommen. Und sie ist gekommen, mit ihrem Mann und ich hatte den schönsten Abend gehabt. Sie ist gekommen, wir haben viele Fotos zusammen gemacht, ihr Mann ist mega lieb, sie, Bro. Hat sie dich gesehen in dem Wiese? Ja, Bro, ja, Bro. Und du ist also eigentlich so, wenn Herr und Frau Schweizer einlatsch, sagen wir bei uns ist ja 5 bis 12 und wir machen bis 1, 2 so. Mhm. Und sie kommen zum Beispiel 5, weil die Türöffnung dann ja ist. Ja. Es ist 5, Türöffnung. Und dann gehen sie so um 8, so 7, 8, nach 2, 3 Stunden. Ja. Ich habe mir extra gesagt, ich so 5 fängt an, bis 12. Aber ich habe vergessen zu sagen, dass eigentlich 5 niemand kommt. Ja, Und das hat die scheiße. Ängste, weißt du? Ja, ja. Und dann ist sie straight am 5 gekommen. King. Und dann haben wir halt geredet, weißt du, es war schön gewesen. Natürlich, mein Vater geht ausgenutzt, also, hallo, sehr gut in Schule. Sehr gut in Schule. Sehr gut in Schule? Ja, Schwanz weg, aber sehr gut in Schule. Und, Ja, also er Potenzial. Aber sehr hat gut in Schule. sehr hat, kann er den Arzt, nicht. Nachher auf jeden Hat die Fall... Eltern dir auch nie Joker-Tag gegönnt? Moment. okay. Sie haben Ferienplanung so gemacht, so, okay, am Schluss noch 2 Joker-Tag, dann sind wir fein raus. Ah, krass, okay. Ja. So, auf jeden Fall habe ich ihr das gesagt, sie ist vorbeigekommen, Bro. Wir haben gegessen, wir haben Kurdisch gegessen, wir haben Fotos zusammen gemacht, meine Eltern haben mit ihr geredet, sie hat so meine Verwandte kennengelernt und es ist wirklich, also, so etwas, meine Eltern haben gemerkt, sie ist wirklich ein super anständiger Mensch. Krass. Und dort habe ich gemerkt, Frau Wohnlich, da einer, da Herz. Es gibt Lehrer, die positiv Einfluss haben, es gibt Lehrer, die dich bleiben können, die dir etwas beibringen können, die dir bleibt. Ja. Frau Jakob, du hast mir nicht beigebracht, dass du ein Ho bist. Aber Ich glaube, kein Mensch ist so oft in einem Podcast beleidigt ja, worden. safe. Ich warte, dass Anzeige kommt, weil dann weiß ich, wo sie wohnt. Nein, Spaß. Spaß, haha. Nein, auf jeden Fall. Bro, Leute haben das Lustige ist eben, wieso ich es jetzt wieder erwähnen, weil wir haben mal darüber geredet. Ja. Und dann haben wir einfach ein paar Einzelne mir geschrieben. Hey, meinst du eigentlich sie und sie von der und der Schule? Ich so, hey, komisch, nein, sie ist eigentlich von der Limberg gewesen. Ah nein, jetzt gibt es im Reichenberg Schule. Ich so, okay, macht sie immer noch Handwerker? Ja, voll. Krass. Und dann schreiben wir Leute immer noch straight, einfach so eben genau gleiche Erfahrung gemacht, habe ich auch schon mal mitbekommen, hat sie auch schon mal mir gesagt, also weißt du, hat sie mir auch schon mal so etwas gesagt. Ja. Und ich habe einmal so geschrieben, also Bro, ob du es glaubst oder nicht, ich gehe bei ihr auch ins Handarbeiten und es ist nicht so lange her, hat sie mich outist. So indirekt. Ich so, Bruder, wahrscheinlich schreibt dir heute Abend Bescheid, folgendes musst du dir von mir weitergeben. Ich habe vergessen, bitte schreiben, aber ich schreibe mit. Heute, ich schreibe dir, versprochen. Aber ja, das scheint ein Lehrer, der das immer noch macht. Deswegen stresst mich umso mehr. Check.
Ja gut, ey, wie der Serro heute am Anfang gesagt hat, heute geht es nur um eure Fragen. Wir sind ja Frage gegangen. Wir haben gesagt, 2 Fragen haben wir geschafft. Bro, ist ja perfekt. Das heißt, wir reden sehr gut miteinander. Ja. Schöne Folge, Bro. Sehr schön Folge. Es ist vielleicht wieder mal ein bisschen viel um Schwänze gegangen, aber ich finde, es ist sehr... Mal ausnahmsweise nicht von dir ausgekommen. Nicht von mir ausgekommen. Nein, aber ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, sehr spannendes Thema. Ich finde es auch tipptopp. Hey, ja. Heute ist der 28. wo wir das aufnehmen. Nächste Woche... Übernächste Woche? Es wird im Februar rauskommen. Nein, aber ich meine, bald ist unsere Live-Show, wo jetzt ja, genau. Also, wenn ihr das hört, ist irgendein Montag, aber wichtiger ist... Ja, also dann müsst ihr übernächste Woche schon... Ja, das stimmt. Ja. Also wenn die rauskommt, heute Abend, in dem Fall haben wir unsere Live-Show. Genau. Und wir freuen uns sehr darauf. Da haben wir ein paar Sachen vorbereitet für unsere Live-Show. Und es kommen, wie soll ich sagen? Gäste, News, Sachen passieren. Genau, aber das ist ja scheißegal, ich werde das gesehen, die Ticket gekauft haben und das gesehen. Was ich wollte sagen ist, hey, es passieren Sachen bei uns, wir sind wirklich am Arbeiten, wir sind mit dem Team im Hintergrund dran und wir sind einfach wirklich froh, sind ihr da. Und dann würde ich sagen wir. Danke vielmals, geht's euch. Und eine ganz schöne Woche. Das ist kurz und bündig.